Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Gestärkt durch die wunderbare Pizza, die ich gerade gegessen habe. Ach ja. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, was drauf war. Und auf meiner Pizza war Schinken, es war Salami drauf, es war Bolognese drauf, also nicht Bolognese-Soße, sondern Hackfleisch. Und es war Knoblauch drauf und dann geriebener Maßdammer-Käse vorne drauf und diverse Gewürze. Wie Oregano zum Beispiel mache ich immer wieder dran. Das finde ich eigentlich ganz passend zu Pizza. Und ja, ich bin einer von den abartigen Leuten, die Hackfleisch auf ihr Pizza drauf machen. Zuerst das Rinderhack, schön grob braten, aber nur A-Brote, damit man es dann auf die rohe Pizza drauf machen kann und damit so richtig schön knusprig und gar werden kann. Aber einfach nur das rohe Hackfleisch drauf, das ist etwas unhygienisch, finde ich dann. Deswegen sollte es schon gut arge Brote sein. So, dann können wir hier nochmal einen Speicherpunkt anlegen. Ja, ich hab's doch gewusst, dass hier noch ein Troll war. Ach du Scheiße. Ach du liebs Herr Göttel. Okay. Hütschak, Hütschak. Da kommt mal her. Ja, probiert's doch. Probiert's doch, ihr Schweinepriester. Okay, sie probieren's und zwar mit Erfolg. Hüsse. Oh. Ja, kommt weiter. Und weiter, ich bin immer noch hier. Immer weiter hinterher, immer den Paladin hoch. Ja, probiert's weiter hier. Immer am Ball bleiben, ihr Orks. So. Kuh, Hilfe! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. So. Oh, Jesus. Okay. Wie gut, dass ich dort die Erfahrung kriege, wenn meine Crew zuschlägt. Hochkoranker ist irgendwie über Bord gegangen, wie es aussieht. Aber da ist er wieder. Sehr schön. Okay. Puh, das war jetzt mehr Glück als Verstand gehabt mal wieder. Aber ich bin froh, wie gesagt, dass wenn meine Crew Bestie platt machen, dass ich dann... Oh. Rotmovetto tot am Boden liegt. Rotmovetto lädt. Okay, das war nämlich mein Stärkelehrer. Und das finde ich nicht gerade sehr knorke, dass mein Stärkelehrer gerade gestorben ist. So. Aber klar, für Bennett ist es doch etwas zu viel. Nichts zu holen. Okay, der hat nichts. Da gucken wir uns halt noch einen gescheiten Zauber um, die wir auf die Biester loslassen können. Feuerregen finde ich nach wie vor etwas zu heftig. Wir könnten... Nee, Armee der Finsternis finde ich auch zu arg. Wir gehen einfach mit dem Dämon rein. Holen uns einen Dämon. Und der macht das schon. Der macht das schon. Hat sich ja schon mal bewährt im Minetal. Außerdem sind wir hier in der Halle von Irdorat. Das wird schon passen. So. Dämon vor. Kümmere dich um die Mistviecher. Hoppala. Uiuiuiuiui. Nee, allzu gut sieht es nicht für mich aus gerade. Nee. Das sah dann doch leider nicht so gut für mich aus.
Moment, ja, genau. Das war der Punkt hier. Gewunner, du habe ich auch gespeichert das letzte Mal. Dann soll ich auch den Spielstand auswählen. So, jetzt noch einmal. Huch. Alter. Okay, okay. Dann nochmal irgendwo hier, wo die Orks ein bisschen Probleme hätten. Die hätten überhaupt keine Probleme, so wie das aussieht. Nee, die frohen sich nur, wie sie mich dann kochen sollen, wenn ich tot bin. Boah. Oh, mein Dämon rahmt ein bisschen hin und auf. Der hat schon die 2 Schamane ausgeschaltet. So. Okay. Krieger hat er auch noch ausgelöscht. Das heißt, ich muss einfach hier weiter im Kreis rennen, bis der Dämon sich hier einer noch um andere vornimmt. Da hat er noch einen Ork-Krieger. Ups. Ein Dämon nicht helfen. Au. 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 Im Kreis blöd rumrennen ist jetzt auch nicht gerade so die beste Taktik. Dämon, Töter. So. Okay, die andere Orks stürmen mir wieder hinterher. Rennen wir halt so lang im Kreis, bis es das war. So, oh toll, Dämon ist tot. Aber Annie von der Ork-Elite ist auch gefallen. Au. Da wäre es natürlich sehr nützlich, wenn ich wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon Feuermagier wäre, der Feuerregen gemeistert hat als Zauber. Okay. Nochmal. Irgendwie muss das hier werden. Ups. Renn. Das war jetzt Glück, dass ich da nicht niedergeschnetzelt worden bin. Okay. Irgendwie muss ich ja mich zum Kampf stellen. Und irgendwie muss ich den Viecher ja auch schade machen. Alter. Das wird jetzt etwas ätzend hier. Weil so viele Ork-Elite sind schon etwas nervtötend. Au! Alter, dumme Schweinepriester hier. Nochmal. Nochmal. Okay, es sind nur noch 2. Das ist doch schon mal was. Es ist nur noch einer. Und der dürfte machbar sein. Oh, ist so. Danini Banana. Alter Falter. Leckt mich doch gerade am Keppel. Meine Fresse. War das jetzt ein hektisches Rumgehampel? Bis wir es dann endlich mal so weit gehabt haben. Gut. Sagen wir noch ein, was geht. Was waren schon verdammt viele Ork-Elite. Da ist nichts zu holen. Ich finde das immer so schade, dass ich so einen Dämon zwar heraufbeschwören kann, aber dass ich ihn dann leider nicht plündern kann. Das finde ich immer etwas arg schade. Weil eigentlich ist das so ein Dämon wie jeder andere auch und dann erwarte ich eigentlich auch, dass ich den plündern kann. Dass ich dem sein Herz rausnehmen kann zumindest. Ich meine, dass er jetzt keine Heiltränke und keine Mana-Tränke bei sich hat, ist ja vollkommen legitim. Aber ich hätte ich hätte den Dämon eigentlich auch noch ganz gern ins Herz entfernt, aber dann halt nicht. Jetzt stehen auch hier wieder diese Ork-Statue rum, wie man es auch noch aus Gothic Ends kennen. Muss also mal wieder irgendeine heilige Stätte der Orks sei. Und somit auch eine Belia-Stätte. Weil die Orks sind jo wundersamerweise mit Belia vergesellschaftet. Wer hätte es gedacht? So, ein Troll haben wir hier und hier müsste noch irgendwo auch ein orkischer Oberst, da steht er. Der war nicht dabei. So.
da haben wir jetzt dann noch den Ork-Oberst stehen. Dann haben wir beide Ork-Oberst. Und wir haben alle Ork-Feldherren, Kriegsherren dann erledigt. So, die Waage haben wir auch noch erlegt. Und da haben wir noch Brot. Also wie es aussieht, sind die Orks die Platzhalter, die Verteidiger für das erste Höhlesystem, bevor es überhaupt weitergeht Richtung Tempel. Die Suchende werden uns auf jeden Fall dann auch noch begegnen, aber die Orks sind halt immer willige Diener des Bösen. Und somit natürlich auch hier Vertreter. Okay. Das ist ein Ork-Elite. Als hätte man hier nicht eh schon genug von den Ferkel. Mit ihren Schrumpfköpfen. Ja, das läuft doch sogar relativ gut hier, obwohl ich gegen 2 kämpfe. So, 2-mal Ork-Elite. Ja, Wagfell hat er nur. Der hat natürlich keine Drachenwurzel mehr dabei. Das ist so eine Schande, dass sie das getilgt haben von der Originalversion, weil so ist man durch solche Ork-Elite immer mal wieder nochmal zu einer Drachenwurzel kommen, was sehr praktisch war. Aber hier gönnen sie ihm ja auch gar nichts. Okay. Da oben ist dann die Kammer von dem orkischen Oberst. Aber ich kümmere mich erstmal um diesen Troll hier. Die sind gefährlich wie noch was, die Biester. Höhlentroll. So, dann trau dich mal her, du Sausack. Ja. Der ist auch nicht stärker oder schwächer als ein normaler Troll. Nichts zu holen. Und sieht auch nicht anders aus als ein anderer normaler Troll. Gut, aber den Troll können sie sich jetzt definitiv in die Pfeife stopfen, was ihr Unterstützung angeht. Können wir noch hier reingucken. Ich glaube, das sind dann die Gefangene-Quartiere. Und dann gehen wir erst ganz zum Schluss zu dem orkischen Oberst. Wobei, nee, Moment. Da sitzt dann, glaube ich, noch ein Gefangener drin. Und ich glaube, da brauche ich sowieso den Schlüssel vom Ork-Oberst. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Genau, so war das. Das ist halt das. Deswegen gehe ich jetzt da hoch, schnetzel der Ork-Oberst ab und hol mal den Schlüssel hier. Hallo Höhlentroll. Besser als der Höllentroll. So. Hier sieht es auch wieder höchstgradig sympathisch aus. Feuerwurzel. Ah, hier haben wir noch eine Drachenwurzel. Die behalten wir erst einmal. Feuerwurzel. Heilkraut. Ja, da guckt schon einer ganz Wiessto raus. Seht ihr schon, du Schweinepacker. Ja, die Drachenwurzel behalten wir. Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal. Für was anderes, außer einen Stärketrank. Huiuiuiui. Gleich 2 wieder von den Schweinepriester hier. Ja, okay, na gut. Scheiß drauf. Machen wir das jetzt so. Ork-Elite. Okay. Und, oh, orkischer Oberst. Huch, ja, da ist halt ein Salat, ne? Ork-Elite. Das sind aber die Elite, die schon die brutale Ork-Axt von der Kriegsherre tragen. Das sind wahrscheinlich solche Junior-Kriegsfürster, Kriegsherrer, ne? Okay, der hängt glücklicherweise doch fest. Dann kann ich mich nämlich heilen. Und dann komm her, du Oberferkel. So. So, du Ferkelchef. Der bringt auch nicht mehr als die andere an Erfahrung. Brutale Orkaxt, orkischer Oberst. Ring der orkischen Kriegsherren. Schlüssel des orkischen Obersts. Und damit sind alle orkische Feldherren ausgeschaltet. Zumindest die, die uns zugänglich sind. Was wiederum hinter dem großen Zaun ist, der im Minetal war. Nichts zu holen. Das sei erstmal dahingestellt. Fakt ist aber, dass die Orks sich jetzt, nachdem ihr beide Oberst niedergerungen sind, Nichts zu plündern. dass die sich erstmal neu formieren müssen. Wahrscheinlich übernehmen jetzt die Schamane, weil ich finde es irgendwie etwas schade, dass bei den orkischen Kriegsherren
nur solcher Ork-Elite gezeigt wurden, wobei wir eigentlich auch durchs Minental wissen, dass auch Schamane solche große Ehrepositionen bekleiden. Und dass Hoshpakyo auch einer von der wichtigen A-Führer war. Wir haben jetzt auch übrigens nur noch die Quests, meine Mannschaft und die Hallen von Irdorat. Gerade mal gucken. Okay, gut. Dieser orkische Oberst ist eine verdammt harte Nuss. Irgendwo in seinem Thronsaal muss es doch weitergehen. Ich glaube, da müssen wir die Fackel ziehen, ne? Ja. Hier. So. Du geht's dann direkt in eine Tempelreihe. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass dieser orkische Oberst hier meditiert hat. Hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Und der markiert dann der Eingang zum Tempel, dieser orkische Oberst. Und das war auch der einzige, der den Luxus von tatsächlicher Steinraumhöhle gehabt hat. Jetzt gucken wir nochmal durch. Du musst dann irgendwo auch ein Gefangenes sein, den wir zum Schiff bringen müssen. Ja, da sitzt doch einer. Pedro. Ach, den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Das war doch der Hansel, der das Auge Innos weggetragen hat und uns der Suchende anscheinend überlost hat. Damit die es dann in einem Ritual kaputt machen können. Da ist noch ein Trank. Sieht aus wie so ein maximaler Lebenstrank. Schwarze Perle, Trank. Ja, hier geht die Musik aber auch gut ab, finde ich. Ah ja, genau, das habe ich mir doch gedacht. Elixier des Lebens plus 20 für die Lebensenergie, ist sehr schön. Ja, das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Hier. Den lustige Pedro sprechen wir dann natürlich auch noch. Ah, ui, hier sind auch nochmal Spruchrolle und Tränke. Das sieht doch alles gut aus und das sind auch noch 2 Truhen da. 3 Truhen. Und hier alles voll mit Heiltränke. Aber ich glaube, du hast auch noch mindestens ein Attribut steigernde Trank jeweils dabei, dass wir einmal Mana und Lebensenergie, genau, nochmal insgesamt 40 Leben. Und da haben wir nochmal Mana plus 5. Perfekt. Gucken wir uns da nochmal um. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Ja, ein bisschen normale Kruscht. Sonst nichts Besonderes. Dafür aber auch kein Dietrich verschwendet. Das geht so auf. 100 Goldstücke. Kann auch nie schade. Besser als in die Hose geschissen, ne? Und hier geht auch einfach auf 26 Gold und ein Dolch. Aller hopp, die Welt ist es nicht. Aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Sodele, Pedro, du wirst dich mir jetzt mal erklären müssen, junger Mann. Aber erstmal wird gespeichert. Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Glaub ja nicht, nur weil ich dem Chor der Paladine angehöre, lasse ich bei dir Gnade walten. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Zu Recht. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Naja, sagen wir es mal so, wer unterm Imperius-Fluch steht, kann zum Schluss immer noch behaupten, ja, ich stand unterm Imperius-Fluch, ne? Also wenn wir eins aus Harry Potter gelernt haben, dann sowas. Aber, gehen wir mal mit dem ein bisschen hart ins Gericht. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Lass mich leben. Ich kann dir auch Informationen geben, die dir helfen werden, hier wieder herauszukommen. Du musst mich anhören. Aber ich glaube eigentlich schon, dass er eher als schwaches Mitglied wahrscheinlich sehr auffällig war. Und dann hätten sie ihn übernommen und hätten dann auch noch höchstwahrscheinlich irgendwelche blöde Versprechungen gemacht. Und im Endeffekt wird er immer nur gefoltert. Also, nee, ich werde nicht umbringen. Komm, erzähl. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst Aller du? hopp. Aller hopp, gut. In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Gut. Ja, ich bring den jetzt, wie gesagt, nicht um. Das hat ja alles
wieder hingebogen werden können. Wir haben ja das Auge innerst wieder repariert. Und tragen es ja auch aktuell, ne? Ja, tragen das auch aktuell. Von daher, das ist mir relativ egal. Wirklich abhauen kann er auch nicht. Wir haben ein Schiff voll mit fähigen Leuten. Ich denke nicht, dass der so schnell wegrennen kann. Wir haben außerdem noch Milton da, der für die Feuermagier vom Kloster spricht. Ich denke, der ist da in guter Hand und dann kann er sich auch Milton erklären. Huch! Ah, die wollen dich anscheinend wieder haben, Pedro. Sieht so aus, als hätten die Orks ein paar oder mal einen Angriff auf unser Schiff gewagt. Sehr schön. Level gibt's auch noch. Ja, das sieht einfach so aus, als ob die Orks hier wohl versucht hätten, unser Leut anzugreifen. Oder als ob das diejenigen sind, die ihre Kumpels zurückdecken, falls ich wieder herkomme. Und mich aufhalten sollen. Sieht ganz so noch aus, ne? Dann kommen wir her gegen einen einzelnen Ork-Krieger, ist das absolut gesagt. Naja, schon wieder eins von diesen Biestern ist ja gut. Ich meine, die leben ja hier, die Orks. Jetzt krieg ich dich. Ich hab ihn gekriegt, aber, ne? So, wir sind noch nicht ganz da. So, wie schaut's dann hier aus? Auf dem Schiff. Oh, auf dem Schiff wird gekämpft, tatsächlich. Oh, ja. Das sieht doch gut aus. Sieht so aus, als ob sie so einen schlecht organisierten Versuch gemacht hätten, unser Crew umzubringen. Oder vielleicht auch unser Schiff zu chartern. So, Verräter. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Ja, schmier zu nicht schwafeln. rum. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Am besten von Anfang, ne? Oh, irgendwo ist noch ein Ork gestorben anscheinend. Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Als Wie Novize auch, bestimmt verdammt. nicht. Ich bin ein Novize des Feuers. Ewe. Also das war ziemlich nutzlos von dem Oberst. Da hat er sich nicht gerade Beste geschnappt, aber... Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Okay, dann sag mal. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Ja, die Echsenmenschen tragen tatsächlich Drache-Eier mit sich rum. Also anscheinend gibt's auch Gehege mit sehr vielen Drache, die hier schlüpfen könnten. Dann erzähl doch mal drüber was. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Das habe ich schon rausgefunden. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Habe ich sogar Aber noch. Genau weiß ich das nicht mehr. Habe ich sogar Im noch. hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, Blä, der bis blä, tief blä. in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Habe ich das sogar noch instinktiv in der richtigen Reihenfolge gemacht. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innos dich begleiten. Ich werde für dich beten. Ja, ja, möge die Macht auch mit dir sei oder so ähnlich. So, jetzt gucken wir doch gerade mal. Wenn wir unser ganzes Gedöns ablegen, ob wir da nicht möglicherweise noch in der Lage sind, zu günstigere Preise zu lernen. Wäre nämlich echt praktisch. So. Bla bla bla. Mist. Immer noch. Mist, Mist, Mist. Weil wir ja schon bei Stärke über 100 sind. Verflixt. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir das umgehen könnten mit dem Trick. Aber sieht nicht so aus. Ring der Macht.
Das andere war eine Unbezwingbarkeit. Ja, genau. Okay. Ja, sieht so aus, als wäre das ein schlecht geplante Offensive gewesen, um unser Leute umzubringen. Aber, unsere Leute müssen doch einfach auf der Hut sein. Die müssen das hinkriegen. Es sind ja auch glücklicherweise nur Ork-Krieger. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob du zig Ork-Elite hier alles angreifen würden. Das kriegen die sicher hier, die Jungs. Interessanterweise kein Mädel dabei. Das ist so reine Salami-Versammlung mal wieder. Immer dieses Sexismus in Fantasy-Rolle spiele. So. Nee, ich finde es echt etwas fragwürdig, dass wir nie eine hochrangige Frau hier getroffen haben. Sowohl bei der Paladine als auch in der Kirche. Ich meine, man hätte ja auch eine Fantasy-Kirche machen können, wo auch Frauen Zutritt haben und nicht nur Männer sagen haben. Und, ja, bei der Söldner, Wie gesagt, das wundert mich einfach, dass da immer nur so reine Salami-Versammlung ist. Zwar sind mal ein paar NSC-Frauen dabei, aber, ne? Okay. Huch. Scheiße, dann habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, den Mistkerl. Bis hierher hast du es geschafft. An mir kommst du nicht vorbei. Sagst du? Scheiße. Du blöder Bastard. Du blöder, beschissener Idiot. Das hat der Mistkerl mich tatsächlich nochmal besessen gemacht. Okay, dann kämpfen wir uns halt weiter durch und heben unseren Trank auf, weil den müssen wir eh nur nehmen, bevor wir schlafen gehen wollen. Huch! Oh, Echse-Menschen. Hi, Kumpels. Okay, die machen immer noch gut Schade, die Echse-Menschen. Da ist nichts zu holen. Und ich kann immer noch nichts von der holen. Schade eigentlich. Schade, dass ich von der Echse keine Schuppe ziehen kann und mir dort mit der Drache Haut oder Echse-Menschen Hautrüstung machen kann. So, komm mal her. Ach ja, komm mal du her. Mann. Ja, die halten zwar nicht so viel aus, aber die quälen echt gut aus, die Viecher. Oh. Okay, während der andere nur noch festhängt. So. Alles zu seiner Zeit. Und jetzt ist deine Zeit. Komm mal, du Mistkerl. Sowas finde ich immer sehr praktisch, wenn die irgendwo in der Textur hängen bleiben. Nichts zu plündern. Echsenschwert und da haben wir noch ein Echsenschwert. Okay. Let's get ready to rumble. Ah, du. Ist doch ein Suchender, oder? Scheiß Typ. So. Die wollen mich natürlich alle Arschwätze, die Scheißkerle, damit sie mich besessen machen können. Und den anderen Aslak, der da um die Eckstange hat, den hatte ich einfach nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ein verdammter Scheiß. Natürlich hat er mich sofort besessen gemacht, der Mistkerl. Oh oh, verflixt, Leo. Aber jetzt könnte ich eher in der Lage sein, durch meine Rüstung, dass ich so Herausforderungen meistern kann, ja. Okay. Aber auch nur, weil zwei in der Textur festkanke sind. Das ist doch schon... Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Heftig. Da muss ich dann auch wirklich so Textur-Fails absolut ausnutzen. Sonst habe ich doch keine Chance gegen die ganze Biester im offenen Kampf. So. Nicht Böses vertreiben. Von Dokuma, genau. Dann mal weg mit dem Schwert. Ich will noch mal gucken, ob wir... Jawohl. Ob wir alle Echse-Schwerter haben. Naja, komm. Heiliges Licht können wir auch noch mal beschwören. Einfach nur der Vollständigkeit wegen. Und holen uns hier noch so einen Trank. Und dann schauen wir mal, dass wir das geregelt kriegen, weil es wird allmählich auch wieder zappeduscht da hier. Ah. 1, 2, 3 Drache-Eier. Ich glaube, kann ich irgend so einen ultra affegeile Trank brauen, der 15 Drache-Eier oder was braucht. Das ist dann der Abfuck schlechthin, das Zeug. Aber macht auch jede Menge Stärke.
Okay. Alter Falter, hier geht mal wieder die Party ab. Oh Gott. Oh Mann. Alter. Alter. Oh Gott. Okay, also nochmal hinterher. Und die ganze Scheißviecher nochmal herhole. Weil, wie gesagt, die hängen ja nix. Die hängen nur die Schwerter. Die hängen ja nichts, was man plündern kann, wie bei der Orks, dass die irgendwie einen Trank oder so bei sich hätten. Ja. Alter Falter. Das ist ganz schön arg hier. Okay, noch der Drache-Eier sollte ich trotzdem Ausschau halten. Weil die Dracheneier doch noch von einer relative Wichtigkeit sind. Wie gesagt, für diesen tolle Superstärke-Trank. Dagegen war der Trank, den wir bei Neoras gezwitschert haben, absolute Scheißdreck dagegen. Das war so ein Prosecco dagegen. Okay, alter Brief. Ui. Alter Echsenmann. Okay. Okay. Da wichtelt auch noch einer rum. 2 sogar. Und hinten sehe ich schon den anderen Drache, der noch überlebt hat. Du stirbst wenigstens bei deiner Pflichtausübung. So, sind wir bei 4 Drache-Eier. 5, 6, 7 und 8 Drache-Eier. Okay, okay. Das sieht doch soweit alles in Ordnung aus. Klar, die ganze Echse-Menschen haben auch nichts bei sich. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Und ein alter Brief war hier noch dabei. Moment, trinkt mir erst noch einen Trank. Und hier noch einer. Und da noch einer. So, den Brief lesen wir auf jeden Fall noch, bevor wir die Episode für heute beenden. Jetzt ist das wieder das Problem, das Zeug zu finden hier wieder. Zerknüllter Brief, was nicht? Alter Brief. Letzte Warnung. Es ist mir völlig egal, ob ihr die Brücke von der anderen Seite überqueren könnt oder nicht. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr sowieso alle in der Hölle schmoren. Ich werde die Brücke eingezogen lassen, solange ich mich in meiner Residenz befinde. Wenn ich nochmal jemanden dabei erwische, dass er mit Pfeil und Bogen auf die Schalter schießt, um herüberzukommen, dann werde ich den Schützen eigenhändig am nächsten Baum aufhängen. Archol. Ja, ich sag nur antikes Wort für Arschloch, so wie es aussieht. Aber ich sag ihr, liebe Leid, unsere Zeit ist mal wieder Kummer. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pilzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.